Mac Drive. Ey, wer von euch ist seitdem, wo das Mac on me off ist, in Mac Drive gegangen? Wer ist gegangen? Sagen wir ehrlich, 1 im Chat, wer gegangen ist jetzt Mac? 0 im Chat, wer nicht im Mac war. 0, 0, 0. Oha, die meisten gingen nicht im Mac. Die meisten sind nicht im Mac gegangen. Oha. Aber vor allem will ich ins Auto hin, oder wie? Wahrscheinlich vor allem wegen dem, oder? Das könnte natürlich schon sein. Nein, nix vegetarisch, ja. Ja, ich bin aber ich bin zweimal gewesen. Zweimal bin ich gewesen. Oder 3-mal sogar. Oha. Burger-Emoji in den Chat. Oha. Ja, nein, aber was ich noch sagen wollte, im Sommer habe ich vor, den einen oder anderen sehr, sehr länger Stream zu machen, ein paar IRL-Streams zu machen. IRL-Streams habe ich auf jeden Fall Bock, also das heisst, wenn ich on the way bin, unterwegs mit meinen Jungs und so, das habe ich auf jeden Fall im Sommer Lust drauf, IRL-Streams zu machen. IRL, eben Real-Life-Streams, habe ich auf jeden Fall Bock zu machen, da bin ich da bin ich hyped für das zu machen. Ich hoffe, das Internet und mein Handy längte. Was schon mal 100% geplant ist, ist das Ping-Pong-Battle. Das Ping-Pong-Battle mit den YouTube-Homies. Das machen wir dann auch Mitte Juni. Mitte Juni könnt ihr euch freuen auf einen geilen Stream. Also ich weiß, dass das legendär wird wahrscheinlich. Ping-Pong-Baby. Ja genau, Ping-Pong-Baby. Das Ping-Pong-Turnier mit Mr. Elia, der hier im Chat ist. Ping-Pong-Turnier, aber auch mit Adi Totoro, Ping-Pong-Turnier mit Werner, mit dem Marc, mit dem Can wahrscheinlich auch, der Stuck ist wahrscheinlich auch dabei, der Elia ist auch dabei und ich bin auch dabei und der Adi eben. Wir alle machen das Ping-Pong-Turnier gegeneinander und sehen, wer der Beste ist. Und ich sage es so, wie es ist. Normalerweise gewinne ich. Also normalerweise bin ich der Beste. Mitte Juni, auf ganz entspannt gibt es ein Ping-Pong-Turnier und da freue ich mich schon extrem drauf. Und ich muss gewinnen. Ich habe schon dann gegen Marc und Elian schon gewonnen, aber der Adi sehe ich noch so als grössten Konkurrent an. Die anderen alle, Peanuts die anderen. Und da bin ich gespannt, ja, wie ich die anderen dann fertig mache. Und das seht ihr dann natürlich auch hier im Stream. Genau, aber wir machen natürlich auch noch andere Scheiß. Also in dem Stream gibt es auch noch andere Witze und ein bisschen Scheiß. Also das auf jeden Fall, da werden wir sicher auch noch blödeln und anderen Scheiß machen in dem Stream. Auf jeden Fall. Und generell habe ich Bock auf Livestreams im Sommer. Also eventuell tue ich die Livestreams noch regelmäßiger machen, weil ich habe wirklich Bock auf Livestreams, so regelmäßige Livestreams. Darum eventuell, was soll ich jetzt sagen? Darum kommen dann wahrscheinlich im Sommer mehr Livestreams. Irgendetwas machen, vielleicht tue ich sogar gamen, wenn ich dann meinen neuen PC habe und so weiter. Also da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Was auch noch ist, was tatsächlich ist, ich habe das noch niemandem gesehen und mit niemandem darüber geredet groß. Ich habe mir auch überlegt, das ist ja die ganze Zeit das Hin und Her und ich weiß nie genau, was ich so, wie, wo, was, aber ich bin mir jetzt auch überlegen, irgendwie eventuell auf Twitch zu wechseln. Ja, ich weiß, es ist die ganze Zeit das Hin und Her und ich weiß es nicht genau, aber ich weiß nicht, ob das nachhaltig auf meinen Hauptkanal passt, das Zeugs hier. Oh, es ist gegen so eine Sache, ich weiß es eben nicht. Ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, nein. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja. Ich weiß es auch nicht. Ich muss mir es nochmal überlegen. Es gibt jetzt ein paar... Die meisten Leute, die jetzt hier sind, sagen nein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich weiß, die meisten haben nicht gern, oder sind gar nicht auf Twitch. Ich glaube, das ist das Problem. Die meisten sind gar nicht bei Twitch. Aber irgendwie habe ich Twitch hure. Also als Plattform ist das fast geiler zum Streamen. Also ich bin enttäuscht die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit irgendwie enttäuscht von YouTube, wie das funktioniert. Klar kann ich hier bei YouTube habe ich fast alle Funktionen und so weiter und so fort, aber es fuckt irgendwie ab, dass man hier bei YouTube keine Gifted Subs machen kann, also dass Leute meine Community unterstützen, die Bock drauf haben, die anstatt wie spenden, kann zum Beispiel meiner Community Gifted Subs da lassen. Das kann man hier bei YouTube nicht. Ich kann auch nicht sagen, yo, Variashi, mach mal einen Clip bitte. Wenn etwas Witziges passiert ist, dass man das vielleicht mal irgendwie als Best-of oder so zusammenschneiden könnte, geht es einfach nicht. So die witzigen Szenen, die Clip-Szenen und so, das gibt es einfach nicht. Kann ich nicht machen hier bei YouTube.
Anscheinend sind sie schon Ewigkeiten daran am Arbeiten, aber da hört man nichts, also da passiert absolut nichts. Darum, ich weiß es nicht, ich will mir nochmal überlegen, wie, wo, was. Also eventuell Twitch, eventuell gibt es auch Vers auf Twitch, aber ich weiß es auch nicht. Ich habe glaube ich schon das Gefühl, dass natürlich hier mehr Leute da sind, mehr Zuschauer am Start. Das ist schwer, aber momentan bin ich eigentlich noch zufrieden auf YouTube. Also ja, alles in allem bin ich schon zufrieden hier bei YouTube, das muss man schon sagen. Jetzt mal hier im Chat, ich würde mal fragen, ich frage jetzt einfach mal euch im Chat, seid ehrlich, wer von euch ist manchmal auf Twitch? Sagen wir ehrlich, 1 im Chat, wenn ihr auf Twitch seid, 0 im Chat, wenn ihr nie auf Twitch seid sozusagen. Ich bin relativ oft bei Twitch, aber also ich sehe hier, durchmischt, also was ich hier gerade, ja, durchmischt, also die meisten, also ich würde sagen 50-50, was ich so sehe, grob kann ich sagen 50-50. 50-50, also es gibt schon Leute, die auf Twitch sind. Also ich glaube ein bisschen weniger als ja, ich glaube 60-70% sind nicht bei Twitch. Das habe ich auch schon gedacht, dass die meisten Leute absolut nicht bei Twitch sind, weil keine Ahnung, ist vielleicht nochmal eine Plattform mehr, wo es sich vielleicht für euch gar nicht unbedingt lohnt, auf Twitch zu kommen. Aber eben, ich fühle Twitch noch relativ gut. Ich fühle Twitch eigentlich noch relativ stark. Weiß noch nicht. Keine Ahnung, ich muss mir das noch durch den Kopf gehen, ob ich wechseln oder ob ich nicht wechseln. Auf YouTube geht es auf jeden Fall weiter. Also da müsst ihr keine Angst haben. YouTube geht auf jeden Fall 100% weiter. Die Livestreaming-Plattform, die wird eventuell noch ändern. Weiß ich noch nicht genau. Also es gibt viele Leute, wie zum Beispiel der Leon hier in den Kommentaren gerade. Was ist die Story hinter deinen blonden Haarsträhnen? Hier. Ich sehe es ja hier. Hier, das da. Ich sehe es jetzt nicht, aber hier ist eine blonde Haarsträhne irgendwo hier. Ich weiß nicht genau wo. Hier, ja genau hier. Hier sind so ein paar blonde Haare. Und die blonden Haare, also, ich sage es so. Die blonden Haare, die ihr jetzt hier seht, die Haare, die sind schon seit Geburt da. Ich muss euch leider enttäuschen, also es ist nicht so, dass ich die dort dahinter gefärbt habe, dass ich hier gedacht habe, aha ja, geile Idee, das muss man färben. Habe ich nicht so gedacht. Das ist einfach schon immer so gewesen. Also das ist schon die ganze Zeit so gewesen. Hier hinten. Ja, genau. Das habe ich schon immer gehabt. Ja genau, ich bin 14. Genau, ich bin wirklich 14, ja. Der Paradise. Ja, danke Chat, dass ihr ihm das gesehen habt. Multistreaming nicht, nein. Also, ihr habt es gesehen, Multistreaming ist für mich keine Option, nein. Entweder Twitch oder YouTube. Nicht beides gleichzeitig. Das darf man glaube ich ja gar nicht. Das sind die ersten grauen Haare wegen der Uni. Ja, genau, ja, Luca. Haar, genau. Oha, 100 Zuschauer. Kuss. 100 Likes, 100 Zuschauer. Hallo zusammen. Hey, oha. Wie sieht alle gut aus heute? Sag mal ehrlich. Was hast du heute gemacht? Wieso siehst du heute so gut aus? Hey, jetzt mal unter uns. Du siehst wirklich gut aus. Ich hatte auf 17 geschätzt, ja. Hey, Paradise, das schätzen wir wirklich, der eine oder andere schätzt mit zu hoch. Das stimmt schon, aber du bist nicht der Erste, kein Problem, Digga. Ist der Sayan da? Oha, Sayan! Sayan, du bist eine Legende hier im Stream, obwohl du es vielleicht gar nicht so richtig weißt. Die Leute können sogar den Text auswendig. Ich fühle mich so allein. Im Kopf fühl mich verloren auf der Welt, weil mich jeden Tag so quält. Augen auf in der Nacht, die Stimme hat mir wach. Ja. Nice. Ja, er ist gar nicht mehr drin, Lers, ganz ehrlich, weil Lers jetzt nicht mehr da drin ist. Schmutz. Also, dann ist das das letzte Mal gewesen, wenn ich die Stream, ja, ganz ehrlich, das letzte Mal gewesen, wo ich überhaupt dieses Lied im Stream gebraucht habe. Exklusiv im Mailer-Stream. Nächstes Samstag Comeback. Oh, shit! Also wie? Musik-Comeback oder YouTube-Comeback? Beides! Ein YouTube-Comeback und ein Musik-Comeback. Ey, Lerso, da bin ich voll dabei. Der Song, den werden wir pumpen auf jeden Fall, aber der Lost ist schwer zum Top, ich finde den verdammt geil. Was habe ich gesehen, Sayan? Du siehst immer leer so. Oh. Oha. Oha, Digga.
Scheiße nochmal. Oha, Lost in den Chat. Huch, sorry. Ja, Chat. Ja, bei meiner Freundin passiert mir das auch. Huch. So.